Ja, grüß euch beinand und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl! Ihr werdet es am Titel und wahrscheinlich am Thumbnail schon gesehen haben. Ich sag's euch nochmal, heute geht's nicht um Reini. Wir harren noch der Dinge, die da kommen. Ne? Wir warten noch aufs grande Finale, ne? Aufs Wohl-Bunny-Bärchen-Interview. Das kriegt ihr natürlich bei mir reacted, sobald das rauskommt. Selbstverständlich. Und bis dahin widmen wir uns anderen Themen. Ne? Es wird dann bald, ne, die nächste Staffel fängt bald an. Ne? Es wird bald dann wieder neue Leaks geben. Es ist verdächtig ruhig im Moment. Es kommen keine neuen Blogs aktuell. Vielleicht gibt es schon einen neuen, der ist vielleicht auch schon entdeckt. Wir wissen es nur noch nicht. Ich bin gespannt. Aber bis dahin haben wir andere Themen. Und ich habe hier vorhin schon mal reingehört und habe mir nach ein paar Minuten gedacht, Digga, das auf jeden Fall. Ne? Wir haben hier wirklich die wahrscheinlich dümmste Non-Pology des noch sehr jungen Jahres. Und zwar geht es hier um diese ganze brave Mädchen-Nummer. Ne? Ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht. Ist eins meiner besten Videos geworden. Ich habe da auf Jay Riddle reagiert. Wirklich, da klopfe ich klopfe mir selten selber auf die Schulter, aber das war ein gutes Video. Schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Um nochmal kurz zu fassen, worum es geht für die 2, 3 Leute, die das halbe letzte Jahr irgendwie auf dem Baum gewohnt haben. Funk war der irrigen Annahme erlegen, dass es eine fürchterlich gute Idee ist, wirklich die rückgratlosesten Gestalten von der schmutzigsten Plattform dieser Welt, ne? Nicht OF, Diggity Toggity, zu nehmen und die mit öffentlich-rechtlicher Kohle zu beschmeißen, dafür, dass sie sich wie Feen, das ist das Wort mit F, das ich gesucht habe, verhalten in einem Podcast, in dem es mehr oder weniger nur darum geht, jungen Frauen zu erklären, das ist der berühmte Bildungsauftrag, der jetzt gleich kommt, also Ohren gespitzt, ne, dass das Hauptargument, eins der Hauptargumente für die 18,36 € oder sowas, die ihr jeden Monat an diese Gauner abdrücken dürft, ist dieser berühmte Bildungsauftrag. Und der Bildungsauftrag, den die zwei haben, ist, jungen, beeinflussbaren Frauen zu erklären, dass man geldgeil sein muss und sehr oberflächlich, niemals selbst arbeiten und dass das Ziel ist, einen möglichst reichen Typen oder sogar mehrere zu finden, die einen aushalten. Ne? Das ist, und das wird verkauft als Bildungsauftrag bezüglich junger Menschen und Feminismus. Großes Kino. Und nebenher wird halt noch über Leute, die tatsächlich selbstständig sind, Frauen, die tatsächlich selbstständig sind und sich tatsächlich eine gewisse Karriere erarbeitet haben, noch vom Leder gezogen und denen werden irgendwelche Dinge unterstellt. Ne? Sie wären Pick Me oder sonst irgendwas. Ne? Lukewarm. Schmutz der Woche oder sowas war das Wort. Ne? Das hat dann einen rentablen Shitstorm ausgelöst, vollkommen zu Recht. Und dann hat man ein bisschen pausiert. Ja, man kennt das hier damals, hier Steuerung F gegen Rezo war auch so eine Nummer, da hat man dann auch, oder hat man erstmal ewig gebraucht, jetzt auch wieder, um das Ganze zu reflektieren und also man hat halt eine PR-Agentur, ne, gebucht und die hat man da drüber schauen lassen. Und die haben gesagt, hier haltet jetzt erstmal ein paar Monate lang generell ganz die Fresse, bis da Gras drüber gewachsen ist. Es werden Dinge passieren, die Leute wissen das in 2 Monaten größtenteils nicht mehr. Dann kommt ihr mit so einer lukewarmen Wannabe-Entschuldigung um die Ecke, für die sich dann auch schon keiner mehr interessiert und danach geht hier dieses Ding. Warte. Das da. Wallah, wallah, ich mach genau so und noch schlimmer. Ich mach so nochmal und noch schlimmer. Ne?
Und das ist jetzt Name of the Game. Da steigen wir jetzt ein. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo diese fürchterliche Non-Pology jetzt kommt. Diese mit Sicherheit überhaupt nicht verlogene und überhaupt nicht von irgendeiner PR-Agentur vorgeskripteten Folge. Die haben dem Ganzen eine ganze Folge des Podcasts gewidmet zur Schadensbegrenzung bezüglich des Podcastes. Und ich hoffe, dass die Leute mein Video hier sehen, die Videos von anderen Leuten dazu sehen und sich vielleicht selber nochmal erinnern, was da vorgefallen ist und ihnen das nicht durchgehen lassen. Das ist Beschwerdebriefe und E-Mails Haargeld bei Funk, dass man sagt, hier, dafür zahle ich nicht GEZ-Gebühren. Ja? Das ist unter aller Arsch, das ist das allerletzte Niveau und kein Cent mehr dafür. Aber das gehört wirklich ab. Es gibt halt Leute, die können sich ihre Plattform ja inzwischen im Internet nehmen. Dafür gibt es ja solche komischen Behindi-Plattformen wie TikTok. Dass da auch wirklich der allerdümmste Restbestand der Menschheit sich da nochmal so gegenseitig ein bisschen im Schritt lutschen kann. Da sollen die bleiben. Ja, und aber nicht bitte von öffentlich-rechtlichen Geldern finanziert. Ne? Das ist ein neues Niveau Limbo auf jeden Fall. Aber jetzt genug abgerantet. 6,5 Minuten schwall ich schon wieder. Mir gingen nicht einer in Rainer. Hockzeichera, Sammermehrer. Wir schauen bei Streamen. Das seht ihr hier hinten. Ne? Kennt ihr, wisst ihr. Ich verlinke ihn euch trotzdem unten rein. Und guter Mann, ich finde ihn ist der bessere Herr Newstime, finde ich. Ne? Ich mag den ganz gerne. Auch wenn, keine Ahnung, für ein bisschen Tageslicht ihm wahrscheinlich nicht schaden würde, sagen wir es mal so. Aber wenn du den ganzen Tag dir diese Social Media Beef Scheiße geben musst, um da auf dem Laufenden zu bleiben, wirst du wahrscheinlich größtenteils Bildschirmbeleuchtung haben, ne? Egal. Wir gehen jetzt da rein und dann schauen wir uns das an und wir hören uns dann dazu natürlich auch Stevens Meinung noch an. Let's go! Dann hat Suki vom Brave Mädchen Podcast gestern folgendes in Ach ja, das war die Sushi, die man immer das Abendessen bezahlen muss. die Insta-Story gepostet. Sendepause ist ab morgen vorbei, ihr geilen Schlampen. Ja, ist geil. Ey, wirklich, das ist auch, dafür bezahlen wir GEZ-Gebühren. Ne? Hallo, das war früher auf dem Cover von der Blitzilu drauf. Ne? Dafür hast du 2,50 Mark am Zeitungskiosk bezahlt und nicht 18,36 € im Monat für öffentlich-rechtliches Fernsehen, Digi. Das nicht drin. Tja, und heute ist das Morgen von gestern und heute Morgen kam dann tatsächlich eine neue Folge vom Alter, wir reden über unseren Shitstorm. Wie sie sich dann auch, man hat so ein bisschen, ne, man hat es ein bisschen weniger pompös gemacht, dieses Set, und so ein bisschen weniger, es sieht jetzt ein bisschen mehr nach Omas Kaffeeklatsch aus, auch von den für ihre Verhältnisse ungewöhnlich hochgeschlossenen Outfits. Ne? Schaut euch hier links das war nicht die Sushi, das war die andere. Schaut euch die an. Ne? Man will da definitiv mal so ein bisschen das Image polieren. Ey, ganz ehrlich, die PR-Agentur hat denen sicher auch OG diese Outfits angezogen. Der hat gesagt, hier kommt, zieh das an, könnt ihr danach behalten. Geht hier auf Rundfunkgebührenzahler seinen Nacken. Brave Mädchen Podcast heraus und dazu wurde dann auch noch Folgendes von Henna, der anderen Moderatorin, Henna, genau. geäußert. Jetzt, ich weiß nicht, wer von euch aus Bayern kommt und sagt, blöde Henna. Die neue Folge Brave Mädchen ist jetzt online. Diese Folge ist keine lustige Spaßfolge, wie gewohnt. Wir reden über Ganz ehrlich, ich fand das, was ich bisher von euch gesehen habe, jetzt sonst wirklich extrem lustig. Alter, hat ich gelacht. Ne? Und nicht aus Verzweiflung. Nein. Wirklich ganz große Comedy war das. Lustige Spaßfolge. Mehr oder weniger tatsächliches Internetmobbing versuchen zu betreiben auf GEZ-Kosten. Und dann ist eine lustige Spaßfolge. Großes Kino. Alter, ist nicht mein Humor. über den Shitstorm und was danach passiert ist. Ich würde mir aber wünschen, dass ihr uns mit offenem Ohr zuhört. Ab nächste Woche gibt es wieder gute Vibes, Gossip und irre Stories.
Ja, ganz toll. Bei den irren Storys geht es immer nur darum, wer ihnen das Essen bezahlt hat und dafür hier Knoppers und nochmal Knoppers, ne? Gekriegt hat. Es ist ganz großes Kino. Das ist Top-Unterhaltung und Bildungsauftrag. Richtig, richtig gut. Ne? Scheiß aufs Schulsystem. Bei brave Mädchen einfach, da wisst ihr Bescheid, ne? Wild. Und ja, wir reden über den Shitstorm und was danach passiert ist. Wollen wir wetten? Ja, das ist wieder, es ist unfair. Ne? Ich habe den Anfang des Statements schon mitbekommen, was er hier reacted hat. Und dass man sich in die Opferrolle packt. Oh, die Leute im Internet, die waren so böse zu uns. Ja, Kelsey-Priest, Digi. Wir haben ja nur und wir wussten ja nicht und aber hier die anderen, die haben gesagt, dass wir doof sind im Internet und das geht mal überhaupt nicht. Das kann man jetzt aber nicht mal so. Mach mal hier weg. Das erinnert mich ein bisschen von der Art her immer so ein bisschen an Ernie aus Stromberg, Digga. Love you. Ja, schauen wir mal rein, worüber da so gesprochen wurde. Zu Beginn des Podcasts gibt es einige Worte von der Redaktion. Wir möchten an dieser Stelle ein paar Worte aus der Redaktion sagen. Oh, wenn ich die Stimme schon höre, das ist schon wieder so eine ÖRR-Funkstimme. Weißt du, wir wollen. Das ist so eine richtige. Und was machst du nach Abi? Ja, keine Ahnung. Erstmal gehe ich auf ein Auslandsjahr nach Nepal und danach will ich Soziologie studieren oder soziale Arbeit und dann lebe ich in Berlin in einer Altbauwohnung und boah, da kriege ich schon wieder Zustände. Ne? Und danach landet man beim Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Mangels Alternativen, um der Arbeitslosigkeit zu ergehen. Ja, der Onkel ist irgendwo freischaffender Regisseur, der verschafft da schon einen Job. Da sitzen sie dann. Brave Mädchen ist ein Teamprodukt. Wir tragen die Verantwortung für diesen Podcast alle zusammen. Ja, ich hätte auch kaum gedacht, dass ein Mensch alleine so einen riesengroßen Haufen scheißen kann. Ja, das wäre schon weltrekordverdächtig gewesen. Uns haben viele kritische Rückmeldungen zu den ersten Folgen des Podcasts erreicht. Da drauf wette ich, Digga. Aber no shit. Ne? Kritische Rückmeldungen, ja. Wenn eine Person oder ihre Arbeit als Schrott der Woche betitelt wird, entsteht eine Abwertung. Ist jetzt das der Redesitzkreis für Behinderte, oder? Ja, natürlich entsteht eine Abwertung, wenn ich irgendwas als Schrott der Woche bezeichne. Und das hat man vorher auch gewusst. Wenn die das jetzt sagt, dass ihr das nicht bewusst ist, habt ihr mich hier liegen. Wenn ich jemand anderen, einen anderen Influencer, einen nicht öffentlich-rechtlich bezahlten Influencer, der durch eigene Leistung da gelandet ist, ja, als Schrott der Woche bezeichne, dann, übrigens, es geht um Sascha. Sie hat über Sascha geraged, warum auch immer. Ne? Dann entsteht eine Abwertung, no shit. Aber das hat man ja nicht wissen können, ja. Wir möchten insbesondere bei Sascha um Entschuldigung bitten, die sich durch die Rubrik und unsere Wortwahl herabgewertet gefühlt. Digga. Wir möchten uns entschuldigen. Das ist krass. Sie wollen sich nicht entschuldigen, sie bitten um Entschuldigung, die sich durch die Rubrik bla die Wortwahl herabgewertet gefühlt hat. Ich zitiere aus dem Video Verlassung der Mods bei Rainer: Du sollst dich nicht dafür entschuldigen, was ich fühle, sondern dafür, was du getan hast. Ich korrigiere diesen Satz jetzt mal so, wie er da stehen müsste, wenn die Leute tatsächlich gecheckt hätten, dass sie Scheiße gebaut haben. Ja? Wir möchten uns bei Sascha entschuldigen, die wir durch die Rubrik und unsere Wortwahl herabgewertet haben. Punkt. Das wäre ehrlich gewesen. Die hat sich so gefühlt. Das ist mehr, das impliziert schon wieder, dass das so ein Empfängerproblem ist und nicht so ein Senderproblem. Ne? Much obliged. Für die Leute, die Rick and Morty gesehen haben. Hat. Das war eine Fehleinschätzung. Eine Fehleinschätzung! Alter Verwalter! Wenn ich
wenn ich mir denke, ich glaube, an der Stelle ist kein Kabel dahinter, da kann ich ein Loch in die Wand bohren und ein Bild aufhängen und ich fange an zu bohren und das Licht geht aus, ist das eine Fehleinschätzung. Wenn ich jemanden in aller Öffentlichkeit öffentlich-rechtlich finanziert als Schrott der Woche bezeichne, dann ist das eine bewusste Entscheidung und keine Fehleinschätzung. Oder der Euphemismus-Counter, der platzt hier schon wieder. Was ist das denn für eine Scheiße? Eine Fehleinschätzung. Das hier auf dem Niveau von hier der alten von Will Smith, I had an entanglement. Ich hasse das einfach, wenn die Leute keine ordentlichen Entschuldigungen auf die Kette kriegen. Eine ordentliche Entschuldigung ist in der Theorie fürchterlich einfach. Ich weiß, die Umsetzung ist schwierig, weil unangenehm. Weil man ja sich, wenn man sich wirklich ehrlich entschuldigt, auch vorher ehrlich eingestehen muss, dass man derjenige ist, der hergegangen ist und die Scheiße gebaut. Aber wenn man sich das mal verinnerlicht hat, dann ist eine ehrliche Entschuldigung das Einfachste, was man machen kann. Die kommt dann auch von alleine und die muss nicht geskriptet werden und nicht von Larissa aus Berlin Friedrichshain da reingenuschelt werden. Ne? Da schreibt man dann, ich habe massiv Scheiße gebaut. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Das war eine richtig räudige Aktion. Das tut mir fürchterlich leid. Punkt. Ende. Das ist aber irgendwas, was diese Leute niemals begreifen. Immer dieses selbstverliebte Pack. Und das ist Rainer genau derselbe. Der hat auch noch nie ehrlich Entschuldigung gesagt zu irgendwas. Es ist immer nur, du hast dich gefühlt und ich habe da ja nicht gewusst und bla bla bla. Es tut mir leid, aber. Uns ist es auch nicht gelungen, subjektive Einschätzungen mit ausreichend Fakten zu untermauern. Ja, ey, ich habe einfach mal hart in einem öffentlichen Podcast über andere Leute vom Leder gezogen. Einfach mal den übelsten Trash-TV, das übelste Trash-TV-Niveau angeschmissen und einfach mal richtig vom Leder gezogen, einfach nur, weil ich irgendjemanden nicht mag. Oder? Uns ist es auch nicht gelungen, subjektive Einschätzungen mit ausreichend Fakten zu untermauern. Das Ganze nochmal in Corporate Bullshit-Deutsch, ne? Für die Aufarbeitung haben wir uns Zeit genommen. Nein, Leute, für diese Aufarbeitung musst du dir keine Zeit nehmen. Ganz ehrlich, da musst du dir keine Zeit nehmen. Nicht so lange vor allem. Für die Aufarbeitung kannst du ja vielleicht 4-5 Tage nehmen. Aber es ist doch vollkommen glasklar, was hier scheps gelaufen ist. Da muss man doch nicht ewig aufarbeiten. Leute, wenn ihr euch in den Finger schneidet, seid ihr verblutet, bevor ihr gecheckt habt, dass da ein Pflaster drauf kommt. Wenn ihr beim Zwiebelschneiden in den Bratzen schneidet, dann denkt ihr, oh, das muss ich jetzt aber erstmal aufarbeiten. Weil ich glaube, ich warte jetzt erst noch mal 3 Monate und schaue wieder, bevor ich mir überlege, und dann sitzt sie 3 Monate später da so, oh, ich glaube, ich habe mich geschnitten. Krass. Weiter im Text, ne? Was soll das? Wir haben uns Zeit genommen für die Aufarbeitung. Ihr habt reingeschissen. Man hat euch mit der Nase reingetunkt und anstatt zu sagen, oh ja, ich smell Scheit, das ist schon scheiße, was wir da gemacht haben, damit wir uns gerade machen müssen und das korrigieren wir schnellstmöglich. Nein, da muss man sich Zeit nehmen dafür. Keine Ahnung, wenn euch euer Partner beim Fremdgehen erwischt und euch rausschmeißt und er steht 3 Monate später bei dem vor der Haustür und sagt, ja, für die Aufarbeitung habe ich mir jetzt Zeit genommen. Ja, da braucht ihr euch nicht wundern, wenn er eine geklatscht kriegt, oder? Haben Feedback und Kritik im angemessenen Rahmen reflektiert. Nein. Oh, im angemessenen Rahmen. Wir haben uns das rausgepickt, ne? Wo wir uns am leichtesten drumrum wieseln können und der Rest ist Hass und Hetze. Man nennt es das Rainer-Winkler-Modell. Wir haben Konsequenzen gezogen und die inhaltlichen Leitlinien für brave Mädchen überarbeitet. Ich bezweifle das, weil ich nicht glaube, dass dass ihr verinnerlicht habt, was da scheiße gelaufen ist. Wenn ich den Anfang dieser Scheiße höre, ne? Wenn ich das hier schon höre, da habe ich schon gewusst, okay, das wird reacted.
Weil ihr habt nicht verinnerlicht, was scheiße gelaufen ist. Überhaupt, dass irgendwas scheiße gelaufen ist. Und beziehungsweise ihr habt schon gecheckt, dass was scheiße gelaufen ist, weil es negatives Feedback gab. Aber ich habe nicht gecheckt, warum und was genau scheiße gelaufen ist, weil in eurem Kopf das ganz normal ist, so einen Podcast zu machen über öffentlich-rechtliche Gelder. Die Rubrik Hot oder Schrott wird es nicht mehr geben. Das erwähntet ihr bereits. Auch die Diskussionen über Funk und die öffentlich-rechtliche Beauftragung haben wir verfolgt. Aber da es jetzt hier ja eine weitere Folge von diesem Podcast gibt, ich will es gar nicht Podcast nennen, habt ihr ja dann zwar diese Diskussion verfolgt, ne, über die öffentlich-rechtliche Beauftragung, aber habt ihr dann aber nicht die logischen Schlüsse gezogen. Dass ihr gemerkt habt, oh, irgendwelche komischen, fragwürdigen Dummlinsen von der Idiotenplattform mit öffentlich-rechtlichem Geld beschmeißen, damit die Scheiße über andere Menschen reden in ihrem Podcast, ist nicht so geil. Nein, der Tenning ist noch nicht gefallen. Ansonsten wäre jetzt dieses ganze Statement anders geschrieben. Diese sind legitim. Sie sollten aber nicht auf die Hosts abgeladen werden. Doch, natürlich sollten die auf die Hosts abgeladen werden. Natürlich sollten die auf die Hosts abgeladen werden, weil die natürlich auch so charakterlos waren, zu sagen, ja klar nehme ich das Geld. Ich bin zwar jetzt nicht so die Allerschlauste und von mir sollten junge Menschen überhaupt keine Ratschläge hören, geschweige denn annehmen. Dinky, ist das eine Fehlbesetzung, aber das Geld nehme ich trotzdem nicht, mach's auch, alles gut. Man hätte auch sagen können, ich glaube, ihr habt hier bei den falschen Leuten angerufen. So, wir sind eher so RTL 2. Wir sind definitiv niveautechnisch auf jeden Fall Privatfernsehen eher untere Schublade. Öffentlich-rechtliche sehe ich uns nicht. Hätte man sagen können. Ja, aber dafür braucht man dann wieder ein Gewissen und ein Rückgrat und so weiter und so fort. Ich weiß nicht was. Wir glauben fest an brave Mädchen, weil für uns Feminismus und Empowerment auch bedeuten, Fehler anzuerkennen, voneinander zu lernen und im Gespräch miteinander zu bleiben. Alter, wenn ich Schrott der Woche bezeichnet werde, also wenn ich eine der wenigen wirklich erfolgreichen deutschen YouTuberinnen als Schrott bezeichne, ist das Feminismus offensichtlich. Ich check das nicht, ne? Und jetzt, ja, wir sind ja so gesprächsbereit. Ja, Digga, wir sind doch über den Punkt gesprächsbereit schon lange hinaus. Ey, wir sind doch da schon lange drüber hinaus. Das ist ja gerade so, wie wenn ich im Restaurant mir eine Suppe bestelle, der Kellner stellt mir die vor die Fresse und spuckt vor meinen Augen rein und geht. Und dann kommt ich beschwere mich und dann kommt irgendwann eine Viertelstunde später, kommt dann jemand und hat gesagt, ja, wir haben uns jetzt Zeit genommen, um das zu reflektieren und wir sind gesprächsbereit. Ja, dann hau ich dem aufs Maul. Was ist denn los mit den Leuten? Wer liest denn so ein Statement und denkt sich, ne, das top. Das kann man so rausschicken. Macht mal. Aber das haben die ja bei diesem scheiß Podcast auch gemacht. Den hat ja vorher offensichtlich auch niemand für 5 Cent Hirn gesehen, dass der mal gesagt hätte, Moment, aber sowas können wir doch nicht veröffentlichen. Hat ihr Lack gesoffen. Da wird einfach mal ein bisschen hier öffentlich-rechtliche Kohle drüber gesprinkelt. Oh, sprinkle a little bit. Passt schon. Macht mal. Und weil der Podcast den Raum öffnet für ehrliche, unperfekte Gespräche zwischen jungen Frauen. Ehrlich, unperfekt. Also erstmal über die Ehrlichkeit von der ganzen Nummer kann man sich sicherlich streiten, ne? Weil, aber unperfekt ist ja wirklich auch die Untertreibung. Das war scheiße. Scheiße ist nicht unperfekt. Scheiße ist einfach nur Scheiße. Zwischen 2 jungen Frauen. Oh. Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ja, besser Sascha und Alicia Joe einen Podcast gegeben.
Die sind wenigstens nicht komplett irgendwie auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Gespräche, die offen, roh, nahbar und auch widersprüchlich sind, aber Mut machen können. Dafür bezahle ich keine GEZ. Ich zahle kein GEZ für Gespräche, die offen, roh, nahbar und auch widersprüchlich sind. Wenn ich widersprüchlich will, dann kann ich mir den Drachenlord anschauen. Aber der hat ja auch keine GEZ-Kohle gekriegt. Ganz ehrlich, jetzt ist schon wurscht. Mitte 2026, öffentlich-rechtlicher Podcast. Winkler will's wissen. Alter, halt dein Maul. Die Mut machen können. Was ist denn das für ein pseudo-esoterisches Dummgeschwalle? Niemand macht das Mut. Wem soll denn das Mut machen? Frauen? Also nicht, wenn sie sowas wie, keine Ahnung, Würde oder sowas besitzen. So, ich muss mich dann praktisch... Ich muss dann schon schauen, dass ich immer püppchenmäßig aussehe, damit ich maximal bumsbar bleibe, damit mir die Typen dann meinen Lebensunterhalt und so ein bisschen Luxus finanzieren, oder? Ja, richtig. Boah, das macht mir Mut, das kriege ich hin. Hä? Alter Verwaller. Kritik ist Teil eines offenen Austauschs, den wir uns wünschen, aber uns ist auch wichtig zu sagen, Hass hat darin keinen Platz. Jetzt gehen wir in die Schiene. Wir haben die gewünschte Ausfahrt auf der Autobahn in die Richtung Opferrolle haben wir jetzt erreicht. Und jetzt geht's hier rüber. Aber Hass? Und natürlich gibt es da wieder irgendwelche Behindis, die denen geschrieben haben, man sollte der hier oder man sollte mit dir verdingen oder was auch immer machen und dergleichen. Und natürlich ist das behindert. Ich checke nicht, wie man so dermaßen kernbehindert sein kann, so eine Scheiße zu schreiben, ganz egal, was für ein Rotz die da ins Internet geschissen haben. Ne? Aber es gibt anscheinend immer irgendwelche Dullis, die der Meinung sind, das ist schlau oder lustig oder edgy oder was weiß ich. Aber die jetzt wieder als Schutzschild zu nehmen, um praktisch so ein bisschen einen großen Teil der gerechtfertigten Kritik daran mit dran zu kleben und das dann in die Mülleimer zu werfen, das ist halt wieder klassisches ab in die Opferrolle. Wir Armen, ihr Hass und so im Netz. Ne? Danke für eure Geduld und euer konstruktives Feedback. Wo habe ich denn Geduld gehabt mit der Nummer? Niemand hat Geduld gehabt mit der Nummer. Als nach einer Woche kein anständiges Statement gekommen ist, wusste ich, dass auch keins mehr kommen wird. Weißt du gar. Die Redaktion von Funk und Brave Mädchen. Boah, wenn ich die Larven schon wieder sehe, ja. Und damit startete dann der Podcast. Ja, ich denke, keiner hat was gegen Feminismus und Empowerment, wenn das eben in solchen Lästereien ausartet, wie es eben früher beim Brave Mädchen Podcast der Fall gewesen ist. Oder wenn man darüber spricht, wie man irgendwelche Typen um den Finger wickeln kann, um mit ihnen Sex zu haben. Nee, die müssen aber vorher noch das Abendessen bezahlen. Das ist ganz wichtig für die Sushi. Dass genau solche Dinge mit Feminismus und Empowerment zu tun haben, ja, das hat man hoffentlich nochmal reflektiert. Jedenfalls sollte diese Folge ganz im Zeichen des Shitstorms stehen, den beide abbekommen haben. Diese Folge soll genutzt werden, um vergangene Fehler zu reflektieren. Zu Beginn sprechen die beiden darüber, dass sie ja Sascha als Schrott in der Rubrik Hot oder Schrott bezeichnet haben und sie haben sie als Pick Me bezeichnet. Und die beiden erklären dann auch einmal, warum sie sich nicht direkt bei Sascha dafür entschuldigt haben. Ja, lass mal raten. Ne? Ey, komm, Funk hat natürlich, also jetzt, die haben schon oft genug reingeschissen, als dass die nicht irgendein krasses PR-Team bei der Hand haben. Ne? Also spätestens nach der Steuerung F-Rezo-Nummer. Da kommt ein PR-Team und das allererste, was die einem immer sagen bei sowas, ist Fresse halten. Einfach Fresse halten erstmal. Das früheste, wo wir ein Statement machen können, ist 2-3 Monaten. So lange muss auf jeden Fall Gras drüber wachsen. Und bis dahin lassen wir uns wir haben hier so ein paar Satzbausteine, ne?
es tut uns leid, dass ihr euch gefühlt habt, etc. bla bla. Und daraus machen wir halt so ein wirklich absolut generisches Ding. Und wir lassen es gleich von ChatGPT schreiben, dann wird das eingeblendet und dann macht man eine traurige Musik drunter. Und das machen wir dann in 3 Monaten, geht das live. Wir kriegen das schon hin. Ihr geht aber mal kurz irgendwie, keine Ahnung, auf Saint-Tropez. Ne? Und kommt er dann wieder und dann ist das alles geregelt. Hier, Schwamm drüber, hätte nach Sach gehabt. Wir haben verkackt. Wirklich, ich verstehe, dass das einfach ein Statement ist, das wehtut und wo man sich denkt, warum gehen die so unnötig persönlich auf mich? Ja, das wehtut. Sie versteht, dass das ein Statement, dass das wehtut. Das bezeugt aber noch nicht, dass man das Statement bereut oder dass man gecheckt hat, dass man sowas nicht macht, aber... Und wir verstehen, dass wir uns hätten besser ausdrücken sollen. Und Au, wir haben uns falsch ausgedrückt. Das ist ja zwar ein Missverständnis. Schrott war ja gar nicht so negativ gemeint. Also, one man's trash is another man's treasure. Das wollten wir sagen. Halt dein Maul. an dieser Stelle wollen wir uns einfach mal auch persönlich entschuldigen und sagen, sorry, es tut uns einfach leid. Ja, es tut uns... Boah, ich kauf das so gar nicht ab. Vor allem sie ist der Pfiffi von der anderen, glaube ich, oder? Sie dackelt der anderen immer hinten nach. Und deswegen guckt sie jetzt auch auf die andere so. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich weiß, ich kann mir dieses Skript immer so schlecht merken. Wirklich leid, als ich das Statement gehört habe, dachte ich mir so, oh mein fucking Gott, ich habe nicht daran gedacht, dass das wirklich verletzend für jemanden sein könnte. Ach ja, genau. Ich kann ja gar nicht wissen, dass wenn ich jemanden als Schrott der Woche bezeichne, als Pick Me und was weiß ich nicht alles, dass das verletzend, also dass die das verletzend aufnehmen könnten. Aber das kann man ja überhaupt nicht wissen. Lukewarm, Digga. Du hast mehr oder weniger gesagt, hier, das ist eine, dass die inkompetent ist und mit ihrer Meinung hinterm Berg hält, einfach nur um Männern zu gefallen und dass das Schrott ist. Ne? Das hast du gesagt, ne? Und da kommt man nicht auf die Idee, dass das jemand negativ auffassen könnte. War gar nicht so gemeint. Und ich habe einfach nicht so weit gedacht. Ja, das glaube ich dir. Also den Satz, den kommt wieder ab. Ist das scheiße? Das hätte ich davor machen müssen. Und dann dachte ich mir auch so, Entschuldigung. Ganz ehrlich, ich habe nicht drüber nachgedacht, was ich sage. In meinem öffentlich-rechtlichen Podcast habe ich nicht darüber nachgedacht, was ich sage. Ne? Und nicht nur habe ich nicht darüber nachgedacht, was ich sage, ich habe auch nicht darüber nachgedacht, mir das vielleicht später alles nochmal anzuhören, bevor es hochgeladen wird. Und wir haben alle nicht darüber nachgedacht, nochmal drüber zu schauen und zu sagen, ist vielleicht Arsch. Ha? Nee. Entschuldige ich mich jetzt direkt bei ihr, weil ich mir so dachte, das war nicht meine Intention, damit jemanden persönlich zu verletzen. 100% nicht. Meine ehrliche Antwort darauf ist, dass ich mir dachte, wenn ich mich jetzt entschuldige, dann kommt es nur so rüber, als entschuldige ich mich jetzt, weil ich nicht mehr in einem Video von dir genannt werde. Ja. Und Nein. Oh, Alter, dieses verlogene... Oh, da kriege ich jetzt schon wieder Zustände. Du hast dich nicht sofort entschuldigt, weil das PR-Team gesagt hat, halt dein Maul. Und dann auch überhaupt nicht eingesehen hast, wofür du dich zu entschuldigen hättest. Und dann sieht man dir jetzt noch am Nasenspitzel an. Ne? wenn ich mich entschuldige, dann wollte ich, dass es wirklich ernst rüberkommt. Hätte ich Sie will, dass es dann ernst rüberkommt. Das ist auch so eine Formulierung, bringt Reini auch am laufenden Band. Ne? Ja, ich will jetzt nicht, dass das so wirkt, als ob das. Ne? Aber genauso ist es. Ne? Dass es so rüberkommt. Das. mich vielleicht gleich entschuldigen sollen. Ja, aber ich wusste in dem Moment einfach wirklich nicht, was das Beste ist. Also ich check. Natürlich weiß man, was das Beste ist. Also, zumindest von der moralischen Standpunkt aus. Ne? In dem Fall ist das Beste zu sagen, okay, ich habe da reingeschissen. Ich muss das jetzt gerade biegen und dann geht man zu der Person auch vielleicht auf derselben Plattform, auf der man vorher die Scheiße gebaut hat und macht sich da gerade. Ballert eine ehrliche Entschuldigung raus und dann ist es gut. Das ist das Beste. Dann kann es aber passieren, dass der Funkvertrag in die Brüche geht. Ne? Das ist dann scheiße wieder, weil dann gibt es dafür, dass man sich dann einmal in der Woche hier für eine Dreiviertelstunde da reinsetzt, gibt es dann wieder die Kohlen nicht mehr. Das ist dann scheiße. Was macht man?
Erstmal essen gehen. Ja? Aber da muss man erstmal wieder rausfinden, wer es bezahlt. Ne? Ich glaube, zum Beispiel von mir kam keine Entschuldigung direkt, weil ich zuerst übelst in Abwehrhaltung geraten bin und mich erstmal rechtfertigen wollte und sagen wollte, nein, 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 so ist man ja auch ganz oft, vor allem wenn ganz viel Reaktion auf einmal auf einen zukommt. Und ehrlich gesagt wäre meine Entschuldigung at this point ganz am Anfang nicht ehrlich gewesen. Ich habe die Ja, die wäre jetzt auch nicht ehrlich. Ich glaube euch kein Wort von der Scheiße. Eine ehrliche Entschuldigung braucht keine 3-4 Monate, um formuliert zu werden. Wenn ich eine ehrliche Entschuldigung bringe, weiß ich sofort, was ich zu sagen habe. Zeit auch gebraucht, um zu reflektieren, um alles nochmal sacken zu lassen, um mir die konstruktive Kritik auch wirklich rausziehen zu können und zu reflektieren einfach. An der Stelle will ich auch nur noch einmal sagen, also unser Gesprächsangebot Zu reflektieren. Ich bin 3 Stunden am Tag vom Spiegel gesessen, nur um zu reflektieren. steht auf jeden Fall immer noch. Wir würden uns saumäßig freuen, wenn wir auch mal mit dir in den persönlichen Austausch gehen können. Und es muss auch überhaupt nicht Oh, die wird den Teufel tun. Ne? Oh. Sascha hatte nach der Veröffentlichung der Folge eine Anfrage an Funk geschickt. Ja, hier wurde ein Gesprächsangebot gemacht. Also man hat, ja, ganz ehrlich, ich würde den Teufel tun an ihrer Stelle. Sich jetzt da hinzusetzen mit diesen 2 Trollers und denen praktisch da diese Bühne zu geben und mehr oder weniger die Absolution dafür, damit die da weitermachen können mit diesem Schmutz, im Leben nicht. Ja? vor den Kameras stattfinden oder so. Das kann auch gern privat über ein Telefonat. Wir sind da total offen. Wir wollen generell einfach einen Raum im Internet schaffen, wo man nicht Privat über ein Telefonat wäre ihnen sogar lieber, ne? Weil da kann man dann danach irgendwie behaupten, das und das hat man nie gesagt. übereinander redet, sondern miteinander. Warten wir mal ab, ob Sascha auf das Aber das auch wieder, dass man nicht mehr übereinander redet, sondern miteinander. Die ganze Scheiße ist deswegen gekommen, weil ihr nur über Leute redet und nicht mit ihnen. Wie wäre es denn zum Beispiel gewesen, wenn man sich gedacht hat, okay, wir haben Problem mit dem Content von Sascha, aus diesen oder jenen Gründen, es kann ja auch subjektiv sein, ist mehr Wayne, ne? Und die hat ja irgendwie Kritik an irgendeiner Freundine von denen geübt und das ist natürlich fürchterlich. Man könnte ja dann sagen, okay, wir finden das und das und das und das an ihrem Content scheiße und wir laden sie jetzt mal auch zu einem vielleicht konfrontativen Gespräch ein, ne? Zu so einer Debatte, ne? Und wir bereiten uns vor, sie bereitet sich vor und wir laden die ein in diesen Podcast. Aber dann hätten wir nicht so schön über sie vom Leder ziehen können, gell? Und Widerworte, das hört man auch gar nicht so gern. Vor allem diese Sushi nicht. Ne? Die hat ja die andere praktisch einfach nur da, dass ihr hinterher nackelt und sagt, ja, du bist aber schlau. Ja, bitte erzähl mir mehr. In der Welt der Blinden ist der Einäugige der König, ja? Angebot noch eingeht. Ein öffentliches Gespräch wäre hier sicherlich auch ziemlich interessant. Suki sagt dann auch, dass beide in Zukunft einfach versuchen werden, ihre Punkte besser rüberzubringen und Henna möchte in Zukunft empathischer agieren und darüber nachdenken, was ihre Worte bei einer Person auslösen könnten. Das ist so geil. Und wie sind eure Verbesserungsmaßnahmen? Ja, also in Zukunft würde ich halt vorher denken, bevor ich rede. Okay. Ich kann das nicht mehr. Und ganz ehrlich, ich glaube sie auch nicht. Ne, natürlich denkt die nicht, wenn Denken ihre Stärke wäre, dann wäre sie nicht in diesem Podcast drin. Auch bezüglich Recherche gab es einiges an Kritik. Hier möchte man zukünftig transparenter sein, deutlich. Recherche? Schrott der Woche? Was ist denn die Recherche? Gebe ich bei Google ein oder bei ChatGPT? Ist Sascha Schrott? Was für eine, aber Recherche. Stimmt ja, die eine hatte nicht mal ein einziges Video von der gesehen. Ne? Einfach nur nachgeplappert. Wunderschön. Machen, was nun die eigene Meinung ist und wo die Informationen herstammen, ne, was zum Beispiel auch von der Redaktion reingegeben wurde und so weiter. Außerdem soll es nun auch neue Rubriken geben, nachdem Hot oder Schrott ja nun nicht so gut ankam. Welche Rubriken das sind, hat man allerdings noch nicht verraten. Auch Ragebait hatten viele den beiden vorgeworfen. Sie sagen aber, dass... Nee, ich glaube nicht, dass das Ragebait war. Ich glaube,
ich glaube, dass das einfach nur dumm war. Ich glaube, das war einfach nur dumm. Hier kein größerer Plan hintersteckt und man hat es nicht so kommen Und die haben diese Nummer, öffentlich-rechtlicher Podcast auf YouTube und überall, ne, haben die, glaube ich, mit ihrer üblichen TikTok-Schmutzscheiße da verwechselt. Wo du einfach alles sagen und machen kannst, weil dir ja eh niemand zuhört, der mit einem IQ, der höher ist als die Raumtemperatur. Da kannst du ja plappern, wie viel du lustig bist. Ne? Ist das scheißegal alles. Und da stört's auch keinen. Also klar, stören tut's mich da schon, aber da muss ich wenigstens nicht dafür bezahlen. sehen, dass das alles so eskaliert. Bezüglich der Feminismuskritik möchte man in einer eigenen Folge darauf eingehen. Wir haben natürlich auch eure Kritik zum Thema Feminismus gelesen und es war, glaube ich, wirklich auch für mich einer der Kritikpunkte, die mich am meisten verletzt haben. Und ich will nur kurz sagen, wir haben es gelesen, we see you, aber wir haben es nicht verstanden. Ich hab's halt offensichtlich nicht verstanden. bei uns persönlich wäre es wichtig, dass wir da vielleicht sogar eine eigene Folge drüber machen, weil bevor wir jetzt wieder irgendwie eine Tür halb aufmachen und Ja, da können wir jetzt noch mal 3-4 Monate lang, ne, vorbereiten, reflektieren. Ne? Und dann kommt dann das nächste Video zur Feminismusdebatte. dann wieder 5 Minuten gescheit drüber reden. Ja. Darauf habe ich keinen Bock mehr. Sondern wir nehmen uns einfach Zeit dafür und reden eventuell darüber einfach mal in einer komplett einzelnen Folge. Ihr könnt uns gerne mal sagen, was ihr davon haltet, wie ihr die Idee findet. Ja, halte ich überhaupt nichts davon. Ich halte auch überhaupt nichts davon, dass diese Folge, die ihr gerade da macht, überhaupt noch existiert. Ne? Dass da niemand irgendwann mal gesagt hat, Leute, hier hat irgendjemand massiv reingeschissen, hier folgen jetzt personelle Konsequenzen. Erstens mal ist diese Scheiße mit sofortiger Wirkung abgesägt und wer mir nochmal sowas bringt, der wird von mir höchstpersönlich am Sack bis hoch unter die Decke gezogen. Und wer auch immer dafür verantwortlich ist, der kann morgen seine Sachen holen und sich verpissen. Ich habe da actually richtig Bock drauf. Weißt du, weil Actually? das war wirklich einer der Kritikpunkte, der auch so einem voll nahe gegangen ist, finde ich. Also mir persönlich. Deswegen, Ja, I would love it. Wir hoffen, Wie? Die Leute sehen mich nicht als Feministin. Nee, aber das hat auch mit den Aussagen in dem Video relativ wenig zu tun. So. War schon vorher so. wir konnten jetzt mit diesem Statement ein bisschen mehr Klarheit schaffen. Und an der Stelle wollten wir uns auf jeden Fall auch bei euch bedanken, ne, für die konstruktive Danke. Kritik, für auch die Geduld, weil ihr habt saulange jetzt auf dieses Statement gewartet. Wie gesagt, keiner von uns hatte Geduld und dieses komische mit dem kompletten Körper nicken, als hättest du 20 Schrauben in der Wirbelsäule, ist so künstlich gespielt. Wild. Und wir mussten uns, wie gesagt, die Zeit nehmen, um erstmals zu reflektieren. Ihr hattet bereits 3-4 Monate Zeit. Wie viel Zeit braucht man denn noch? Verantwortung übernehmen zu können. Und danke, dass ihr so lange mit uns darauf gewartet habt. Das also die Reflexion zur berechtigten Kritik. Nun ging man aber auch auf Hassnachrichten ein und Henna hat da Wollen wir wetten, dass der Teil, ich schaue mir die Scheiße nicht an, aber wenn es einer von euch tun will, dafür ist sogar mir die Zeit zu schade. Ich reagiere auf Reini. Aber wollen wir wetten, dass in dieser Folge von diesem scheiß Podcast, dass es am Anfang 5 Minuten um die konstruktive Kritik geht, die dann möglichst schnell abgehakt wird und danach eine Stunde lang nur drauf, aber die Leute waren so gemein zu uns und was sie nicht alles geschrieben haben? 100%. zu einmal ein paar Nachrichten vorgelesen, die die beiden so bekommen haben. Diese Nachrichten sind vollkommen irrelevant. Eure abgefuckte Drecksscheiße. An dieser Stelle wurden konkrete Morddrohungen und Androhungen sexualisierter Gewalt vorgelesen. Aus Gründen des Jugendschutzes können wir diese Inhalte nicht senden. Ja, aber nee, die Karte, die zieht halt nicht. Das Internet gibt's nicht erst seit gestern. Ne? Social Media gibt's nicht erst seit gestern und die verdienen ja ihr Geld auf Social Media. Die können mir das nicht erzählen. Ne? Die können mir das nicht erzählen, dass sie nicht wissen, dass es halt immer irgendwelche Ottos gibt, die so eine Scheiße schreiben. Aber offensichtlich durch die Internetführerscheinprüfung gnadenlos durchgerasselt, trotzdem Geld über TikTok verdienen. Im weiteren Verlauf beziehen sich Henna und Suki auf diese Nachrichten und ihre Auswirkungen. Solltet auch ihr Erfahrungen mit dieser Form von digitaler Gewalt gemacht haben, findet ihr in der Beschreibung Anlaufstellen, bei denen ihr Hilfe suchen könnt.
Und schwupps haben wir das Narrativ geändert. Ne? Und jetzt geht's schon gar nicht mehr darüber, was die hier gemacht haben, ne? Sondern jetzt geht's nur darüber, warum sie die armen Opfer sind. Und am Ende dieser ganzen Nummer steht dann gar nichts mehr von dieser Kritik ursprünglich da. Und alle müssen Mitleid haben. Die Welt ist wieder in Ordnung. Die GEZ-Barren dürfen weiter fließen. Und Sushi und ne, bla bla sind wieder on top of the world. Drecks-Podcast, aber passt zu euch. Ich hasse dich so sehr, du scheiß Schlampe. Verpisst euch aus dem Internet, wenn ihr nicht damit klarkommt, für so einen Müll-Podcast kritisiert zu werden. Das ist kein schlimmer Kommentar, der hat einfach nur die Wahrheit gesagt. Wenn ich so einen Schrott ins Internet geschissen habe und dafür Kritik kriege und darauf nicht klarkomme, habe ich im Internet nichts verloren. Keine Ahnung, den Kommentar kann ich Vollgas unterschreiben. Schmutz. Alter Schwede, bist du ein ekliges Weib. Der Tag wird kommen, wo du es bereust, du zu sein. Brave. Auch das, weiß ich nicht. Ne? Das ist jetzt irgendein ominöses Blabla. Aber irgendwann, wenn ne, Dummheit bleibt. Schönheit vergeht, aber Dummheit bleibt. Ja? Das ist das Wichtige. Und die werden auch feststellen, wenn die mal 40 sind, dann schmeißt ihnen auf Digidi keiner mehr die Barren hinten nach. Weil dann sind nämlich die nächsten Sushi und bla bla in den Startlöchern, dann sind die angesagt. Und wenn du bis dahin nicht deine Schäfchen ins Trockene gebracht hast und den Absprung könnten die durchaus verpassen, dann schaust du im Ofenrohr ins Gebirge, Digi. Mädchen, wohl eher dumme Amöben. Kriegt das Kotzen bei so viel geistiger Lehre. Überflüssige kleine ... Scheiße, seid ihr dumm? Hör auf die Hater-Girl. Speechless. Ja, sprachlos. Ja. Was soll man dazu sagen? Das war tatsächlich für mich. Weil das waren jetzt die schlimmen Kommentare. Die waren vergleichsweise harmlos. Ne? Wie gesagt, hey, Morddrohungen und Vergedingsbumsens, ne, Drohungen sind natürlich drüber scheißegal bei wem. Aber das. Das erste Mal, dass ich so krasse Morddrohungen bekommen habe. Ich habe schon voll viele, also ich hatte früher schon mal so Nachrichten bekommen, ja, ich bin hässlich und so. Aber irgendwie dieses Mal hat sich sehr viel um Vergewaltigung und Umbringen gehandelt. Ja. Komischerweise. Ja. Hey. Wie gesagt, jetzt ist vollkommen da das Opfernarrativ. Boah, wirklich, ich fange da schon fast an zu zittern, Ja, wenn ich drüber voll, rede. voll. Ja, ich fange auch gleich an zu zittern. Weil Zitterst du so? ich habe natürlich schon ein paar TikToks von anderen Creatoren gesehen, die so gesagt haben, ja, das sind die Nachrichten, die ich bekomme. Und ich dachte mir damals schon so, ja, voll schlimm, total schlimm. Ja, aber ist mir egal, weil mir passiert's nicht. Und jetzt, wo es mir selber passiert ist, jetzt check ich, dass das nicht in Ordnung ist. Ne? Und übrigens, Forza ist gleich fertig runtergeladen. Ne? Aber das selber nochmal was zu erleben, ich kann das fast nicht beschreiben für andere Menschen, wie sich das anfühlt. Weil ich dachte auch immer so, ja, man kann ja vielleicht einfach sein Handy ausmachen, aber man nimmt. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ne? Man könnte aber auch, das ist eine ganz wilde Idee. Ne? Anstatt dann monatelang in diesem Scheißeregen sitzen zu bleiben, könnte man auch einfach aus dem Scheißeregen heraustreten. Dafür müsste man sich gerade machen. Und dann hört das auch auf. Ne? Klar, immer ein paar Hängengebliebene gibt es dann immer noch, die dann einfach nur stumpfe Beleidigungen oder solche Drohungen da reinpimmeln. Aber über die lacht dann auch nur noch die ganze Welt. Diesen ganzen Scheiß hätte man vermeiden können. A, indem man erst gar nicht so einen Drecks-Podcast macht. Indem man einfach wild Leute beleidigt und dann mit dem Echo nicht klarkommt. Oder B,
danach checkt, dass man massiv reingeschissen hat und sich einfach gerade macht dafür. Und zwar zeitnah und nicht Monate später. Dann kannst du diesen ganzen Shitstorm, diesen ganzen Bullshit, kannst du alles abfedern. Nicht ganz, ne? Eine Woche lang würde ich vielleicht Urlaub machen in einem Land, wo das Internet nicht so gut ist. Keine Ahnung. Saarland oder so. Und dann kann es weitergehen eigentlich. Das Internet ist schnelllebig. Wenn man natürlich einfach so tut, als wäre gar nichts passiert, das haben die Leute nicht so gern. So, die bohren dann nach. Und die holen sich dann noch mehr Leute ins Boot. Dann werden mehr Leute darauf aufmerksam. Je mehr Leute darauf aufmerksam werden, desto mehr Spinner sind da drin, desto mehr Bullshit-Nachrichten kriegst du. Und fast diese Kommentare mit so ins wahre Leben. Ja, da spreche ich mich natürlich gegen aus und ich bitte Ja, jetzt kommt wieder so eine luschige, ja, euch auch hier in den Kommentaren nicht respektlos oder diskriminierend zu sein. weiß nicht, diskriminierend, ne? Aber ich bin schon der Meinung, dass man diesen Leuten gegenüber respektlos sein darf. Die sind ja auch respektlos. Deren komplettes Geschäftsmodell ist es, respektlos im Internet anderen Menschen gegenüber zu sein. Und wenn man dann respektlos zurück ist, dann heißt das Hass und Mobbing. Das ist Winkler-esk auf die allerübelste Art und Weise. Da muss man dann auch nicht da irgendwo hinterherlutschen und sagen, oh, aber da muss man dann schon sagen, da haben sie recht. Ja. Da haben sie recht. Ja, toll. Ich kann halt wirklich jedes Statement am Ende mit irgend so einer absolut unhaterbaren Aussage dran kleben, dass ich dann immer sagen kann, ja, aber da habe ich recht gehabt in dem Statement. Ja, aber das hat ja mit der Kritik nichts zu tun. Ne? Ich weiß, die Gemüter sind aufgeheizt, aber man sollte seine Meinung auch ohne abwertende Bemerkungen äußern können. Ja, aber wenn es eine abwertende Scheißmeinung ist, dann muss man auch sagen müssen, dass das scheiße ist. Und ja, beide haben dann gesagt, dass sie das mit ins wahre Leben genommen haben, diese ganzen Hassnachrichten. Und das glaube ich den beiden auch. Sowas beschäftigt einen vor allem, wenn man solche Kommentare nicht gewohnt ist. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, sowas beschäftigt einen nur, wenn man in der Lage ist, sich auch selbst zu reflektieren und nicht schon dermaßen hoffnungslos dem Narzissmus verfallen ist, dass nur noch die anderen immer das Problem sind. Ich glaube, denen ist das gerade scheißegal. Ja? Da wird sich halt jetzt hingesetzt und gesagt, oh, es ist alles so schlimm. Ja? Damit man weiter dann die GZ-Barrende kassieren kann. Suki war es schwierig, sich mit der konstruktiven Kritik auseinanderzusetzen. Ja, natürlich war es für die schwierig, weil die kognitiv nicht in der Lage war, sie zu verstehen. Dabei so viele Androhungen geschrieben wurden. Also für mich war es unglaublich schwer, die konstruktive Kritik, auf die überhaupt einzugehen, wenn dir mit so viel Gewalt gedroht wird. Ja. Na, das ist doch eine Bullshit-Aussage. Die konstruktive Kritik und diese Androhungen sind doch zwei vollkommen unterschiedliche Paar Stiefel. Dann, wenn ich hier Kommentare durchlese und irgendeiner schreibt, du dummes Arschloch, ja, dann scroll ich weiter. Wenn ich aber dann im nächsten Kommentar lese, wo irgendwie konstruktive Kritik drin ist, dann bin ich ja darauf fixiert, dann legt mich der andere Scheiß nicht ab. Das ist eine dumme, billige Ausrede dafür, dass ihr jetzt irgendwie ein Vierteljahr gebraucht habt für die Scheiße hier. Ich glaube auch, dass einfach die Prioritäten dann in dem Moment, also bei mir lag meine Priorität darin, hey, ich will mich schützen und nicht, ich will schauen, was ich in der Zukunft besser machen will, wenn ich gerade... Ich muss mich schützen, weil, versteht ihr, ich bin hier das Opfer. Übelst viele Drohungen bekomme, dann ist meine Prio einfach nicht, wie kann ich mich reflektieren, sondern meine Prio ist erstmal, ich muss mich schützen. Ja, lass sie halt wieder nach Japan einladen zu irgendeinem Dude. Also Ja. das war es auch, warum jetzt alles so lange gedauert hat, warum alles erstmal so ein bisschen abflachen musste, dass ich wirklich in die Reflexion reingehen konnte, Ja. weil das war ja eine ernsthafte Bedrohung so. Ja, Shitposts im Internet sind nicht zwangsweise eine ernsthafte Bedrohung. Aber, ne? Und Das war that's so it. krass. Ja, oh Gott, ich finde, das hast du so gut beschrieben, dass da war kein Space leider. Ja. So sehr man sich vielleicht auch gewünscht hätte, zu reflektieren, aber es war wirklich so doof, wie es sich anhört, jeden Tag so, ich sage jetzt nicht, ich habe immer ein Überleben gekämpft, das ist vielleicht too much, aber Ja, das ist too much. Boah, Leute, hört mit dieser Scheiße auf.
Jetzt steigern sie sich gegenseitig in die Opferrolle und checken nicht mal, was sie hier gerade machen. Ich konnte mich nicht selbst reflektieren, weil andere Leute gemeine Dinge im Internet gesagt haben. Ja, dann macht das Internet aus. Ganz ehrlich, die konstruktive Kritik ist jetzt auch nicht so fürchterlich umfassend und komplex. Ne? Es ging darum, dass ihr vollkommen grundlos eine andere Person im Internet runtergemacht habt, vor zigtausenden Leuten, auf öffentlich-rechtliche Gelder finanziert, und dass das eine Arschaktion war. So, das ist die Kritik zusammengefasst. Jetzt Handy ausmachen, dann kriegt ihr auch die ganzen bösen Hassposts nicht mehr mit. Und dann könnt ihr mal 5 Minuten drüber nachdenken, ob das stimmt oder nicht. Ne? Und danach kann man sagen, ja, stimmt, tut mir leid, fertig, Kasbissen. Oh, ich kann mich da gar nicht drauf konzentrieren. So mental so über den Tag zu kommen und so, ich wollte nicht mehr arbeiten. Also ich hätte Ja, du wolltest noch nie arbeiten, ne? Deswegen muss auch immer jemand anders sein Abendessen bezahlen. mit TikTok aufgehört und das ist mein Job. Weil ich habe mein Studium abgebrochen während dem Shitstorm. Das war jetzt auch krass. Ich habe jetzt hier den Shitstorm. Ist nicht sicher, ob ich den Job hier beim Öffentlich-Rechtlichen behalten kann. TikTok ist halt auch eine wankelmütige Nummer immer. Brechen wir mal besser Studium ab. Das ist jetzt in der Lebenssituation sicher die allerschlauste Entscheidung. Ne? Ich habe ja immer Leute, die mein Abendessen bezahlen. Ich wollte nicht mehr, ich konnte nicht mehr. Und das meinten wir auch am Anfang so, wir haben unsere Zeit gebraucht, wirklich, dass wir auch mal über uns selber reflektieren konnten, weil man einfach so, wir konnten nicht mehr atmen. Es war alles zu viel. Boah, das ist so ein abartiger Bullshit. Leute, nehmt euch kurz eine Schweigeminute und drückt ein paar Tränchen ab. Hier für Snooki und Alter. Oh, Snoopy und die Peanuts, Digga. Ich glaube, ich spinne. Was ist das? Wir armen Opfer, wir konnten gar nichts mehr. Wir waren wie gelähmt. Und bei jedem Video. Ich habe fast mit TikTok aufgehört. Klar, ich habe ein Studium geschmissen. Ne? Aber mit TikTok hätte ich fast aufgehört. So schlimm ist es, so weit ist es schon gekommen. Oh. Ich krieg die Tür nicht zu. Wenn ich gesehen habe, jetzt hat ein neuer YouTuber was gepostet. Oh mein Gott. Uns ist es trotzdem auch nochmal wichtig zu sagen, mit dieser Podcast-Folge, ihr müsst auf keiner Seite sein. Ihr müsst euch nicht, es muss keine Teams geben. Das sagt man natürlich, weil wenn die Leute sich ein Team aussuchen müssten, dann würden sie sich ja informieren, welches, ne? Und dann würden die viel mehr Informationen kriegen, die wir gar nicht wollen, dass die Leute haben. Aber ihr müsst euch da keine Seite aussuchen, das ist gar nicht so wichtig hier. Lass uns einfach hier weiter unseren Stuss schwallen und beschmeißt uns weiter mit Geld, bitte. Und dann fragt nicht, warum das von öffentlichen Geldern finanziert wird. Bitte nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Keine Seite wählen. Einfach nur konsumieren. Hockt euch einfach her und hört uns beim Scheiße labern zu. Und gebt uns Geld dafür. Weil, ich kann ja sonst nicht mehr arbeiten. Überhaupt nicht. Ihr dürft uns beide mögen, dürft uns beide hassen, hoffentlich nicht. Aber wir wollen keinem Hass schicken. Und wir wollen auch jetzt nicht, dass ihr zu dieser Person geht und der Hass schickt. Oder zu irgendjemandem. Das ist nicht, wofür wir stehen. Das ist nicht, was ich meinem schlimmsten Feind wünsche. Das wünsche ich keinem. Ich auch nicht. Ja. Niemals. Ja. Das also dazu. Ja, ich sag ehrlich, für mich war hier in dem Podcast nichts dabei, was man haten könnte. Boah, in dem Podcast war jede Menge drin, was man haten könnte. Digga, das ist absolut. Er ist absolut. Dieser Podcast war nicht hatebar. Das ist der Punkt. Ich glaube, wir sind hier am Ende angekommen. Eine Sekunde, warte kurz. War tatsächlich jetzt auch zu Ende, kam nichts mehr. Wie gesagt, ich find's maximal lächerlich. Das ganze Ding, das ganze Statement, keine Ahnung, ich check auch nicht, wie er das nicht checken kann, dass es einfach so eine richtig dreiste Influencer-Non-Pology ist. Einfach, wo man viel um den heißen Brei rumredet und sich dann möglichst einfach in ein gutes Licht rückt und dabei möglichst wenig Zugeständnisse macht. Ne? Ich finde das maximal assi, das Statement.
Leute, was sagt ihr dazu? Schreibt es unten in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Statement? Bin ich komplett lost? Oder hat er hier recht, ne? Dass das ein tolles Statement war und sie sich ja wirklich echt und ehrlich entschuldigt haben. Gut, in diesem Sinne, Leute. Tut nicht, was Rainer tut und guckt nicht Brave Mädchen Podcast, bitte. Mad Love.